Hallo, herzlich willkommen. Neue Folge von The Green Project. Ich bin fleissig gewesen. Ich sehe, ich habe jetzt hier 3 Cake. Einmal Ratten, dann haben wir 2 junge Hühner, hat jetzt sogar eins geschlüpft. Und bei den Schweinen da geht irgendwie überhaupt nicht. Die sind ein bisschen paarungsmüde. Fressen dafür auch nicht viel. Ich habe da noch Bäume da, weil mir ist aufgefallen, dass die Hühner nicht nur Hühnerfutter essen, sondern auf dem Gras. Und ich hoffe, dass das den gleichen Effekt hat jetzt da bei den Ratten. Ist ein bisschen blöd wahrscheinlich, dass sie einen Weg hier gebaut haben. Und aber auch bei den Schweinen in der Hoffnung, dass sie nicht so viel vom Futter fressen. Schrank, dann ist schon mal ein bisschen Futter vorbereitet. Die Pilze sind dann vergammeln, damit ich dann kann Dünger daraus machen kann. Was ich jetzt einfach sagen muss, was langsam überhand nimmt, das Spiel ist das Micromanagement. Das heisst, ich bin entweder am Futter machen, ich muss die Tiere schauen, dann ist da wieder irgendetwas reif, wo ich muss versorgen. Die sehen recht vergammelt aus, oder? Wieso sind die vergammelt? Ist mir jetzt völlig unklar, dass die vergammelt sind. Okay. Okay, ist halt so. Dann wird er immer noch Zeug fressen und Eichhörnchen habe ich jetzt keine mehr gesehen. Darum, ich gehe davon aus, dass die Käfer auch fressen. Ich denke, es wird wahrscheinlich Sinn machen, wenn man das Kegel rundherum baut. Ich hoffe, dass nicht das Band dort rein. Da habe ich mal so Ziegelstein gesetzt. Ganz ehrlich, keine Ahnung, was das bringen soll. Ich nehme mal das ein bisschen rätselhaft. Ich müssen die da rein. Was noch? Ich habe noch hier so eine Käferlampe bauen. Da müssen wir schauen, wenn es Nacht ist, was es genau bringt. Was es sicher bringt, ist, dass wenn ich da rein bin, dass ich da aussen sehe, was da abgeht. Das ist natürlich jetzt nicht praktisch, weil ich dann von innen sehe, wenn es dort weitergeht mit... Oder wenn da der Dünger fertig verarbeitet ist. Gut, was wir jetzt aber machen wollen, ist, ich habe nämlich ein bisschen Eichhörnchen gesammelt, ich habe Darm gesammelt, den Knochen, dass ich jetzt dann ein zusätzliches, das ist nützliches Kleidungsstück mache aus den Eichhörnchen drin. Was noch fehlt, sind die Schuhe und die Hosen. Ich brauche 5. Die Hosen brauchen auch 5. Nein, die Hosen braucht sogar 10. Also können wir machen den. Ich brauche noch 50 Fäden. Dann habe ich wirklich gerade zur Hand. Dann noch Eichhörnchenschuhe. Und dann fehlt eigentlich noch die Hose und dann haben wir, glaube ich, wirklich alles produziert, was man so produzieren kann. Okay, die Schuhe, die ich habe, haben +1. Da können wir schon ein A +1. Ja. Auch da. Wieso macht man so etwas? Wenn schon hätten wir können ein bisschen mehr Slots drauf tun, dass sich das lohnt. Oder halt sonst irgendwie, dass man schneller laufen, einen Baum hochklettern, whatever. Aber so jetzt auf dieser Basis muss ich sagen, lohnt sich eigentlich der ganze Aufwand, um das so Schuhe machen. Ja. Schau mal, ob ich mir das nahtue mit der Hose. Das wäre dann noch 10 Eichhörnchen, die dazu noch aufschlachten. Messen wir das mal hier. Auch vom... Die Tür ist fertig. Ja, also es ist jetzt wirklich so langsam so ein toter Punkt im Spiel, wo ich angekommen bin. Und ich denke, ich werde nach dieser Folge mal Pause machen, bis dann ein Update kommt, wo ein bisschen, ja, noch etwas Schlaues kommt. Ich meine, okay, Tierzucht, würde ich jetzt mal behaupten, Stand heute ist eigentlich nicht wirklich nötig, weil man kann sehr gut oft von Mais und von der Farm leben. Und die Farm würde ich jetzt sicher im nächsten Versuch einen Zaun bauen, um zu schauen, ob das die ganze Käfer-Eichhörnchen Thematik entkräftet. Sonst können wir da noch schauen, was noch ab... Ah, das kann noch Eichhörnchen. Okay, so viel Zeit muss sein, das haben wir um. Ja, und sonst, ich habe noch 30 Bäume angepflanzt, also da oben wird es bald mal fertig sein. Wir sind schon bei
Weniger wie 1400 Blubbers, also es geht recht gut voran. Die könnte jetzt da eigentlich auch umhauen, das ist so weit erledigt. Nicht mal so. Ich denke, ich mache jetzt mal noch schnell eine Runde bei den Gebäuden, die noch nicht. Oder beim äußeren Zirkel, sagen wir mal, da habe ich jetzt mal nichts zu tun. Weil etwas habe ich jetzt wirklich genug mittlerweile, das ist der Dünger. Das ist schnell alles Zeug. Entsorgen. Die können wir ja kochen da. Ja, da kommst du jetzt selbstverständlich etwas zu trinken über, da kommst du aber auch etwas zu essen über. Der ist vom Eichhörnchen mit. So, ist wieder voll zu Weg. Ah, ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Machen wir zuerst eine Runde schlafen. Und dann jetzt eine Runde rundherum. Die Steuerung sehen, das ist immer noch scheiße. Und ich finde eben für das, dass man jetzt wirklich so viel micromanagen muss, müsste wenigstens Steuerungen echt ein bisschen cooler sein. Aber das ist wohl Wunschgedanke. So, die Lampe leuchtet. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie eine Anzeige gesehen, dass sie die sich abnützt. Also auf mich sieht es, mal schauen, es ist jetzt dunkel, wie das so wirkt. Ja. Und ich glaube, die leuchtet jetzt einfach permanent, von dem so easy. Zeit verbröteln, bis draussen ein bisschen angenehmer ist vom Licht her. Das Faden. So, jetzt ist dann, glaube ich, die Zeit, wo ich auch rausgehen kann. Am Schluss. Rüttel die Büttel. Haben wir einen. Dann stackt das da wieder. So, einmal alles versorgen und dann können wir dort los. Die schmeißt da rein. So, tipptopp. Ja, also die Viecher. Ich weiß gar nicht, ob sich der Aufwand. Ah gut, da hat jetzt noch ein Gammel, das schmeißt jetzt doch noch schnell rein. Also ich meine, die Frage stellt sich, lohnt sich der Aufwand? Im Prinzip muss ich Farmen zum Futter herstellen, damit die sich vermehrt, damit ich sie wieder friss. Ob sich das lohnt? Ich habe jetzt echt meine Zweifel. Klar, so ein Viech gibt schon relativ. Vielleicht muss ich nachher schauen, das Huhn, wenn ich das schlachte, ob das noch irgendetwas bringt. Also, dass es vielleicht irgendeine Federn gibt oder sonst irgendetwas. Wobei ich jetzt nicht mal wüsste, wo wir das wiederum verwerten können. Aber so spontan würde ich jetzt sagen, lohnt sich nicht wirklich. Ich meine, es gibt Futter, verschiedene Rezepte. Oh, die Ratten haben Hunger, sehe ich gerade. Wenn sie so rot ummantelt sind, dann ist das ein Hungerzeichen. Rattenfutter haben zum Glück noch ein bisschen. Da rennen wir jetzt gerade Vollgas an. Ich meine, es ist schon noch relativ aufwendig, das ganze Futterzeug herzustellen. Darum
Also ich habe im Moment echt Zweifel, ob sich Tierzucht lohnt, aber ich kann es mal machen. Ist noch Early Access, ich meine, das muss sicher noch ein bisschen balanced werden. Oh je, ich hätte noch etwas trinken vorher. Wie noch lange. Also, das Wichtigste ist mal schauen beim Friedhof, ob wir da einen Durchbruch geschafft haben. Weil das ist jetzt wirklich das einzige Gebiet, das ich euch noch nicht gezeigt habe. Ja, das sieht gut aus. Muss allerdings auch sagen, wichtig, ich habe jetzt nicht gefunden, dass sich der Friedhof so lohnt. Es gibt dort noch ein paar zusätzliche Rezepte, aber sonst kann man ja nicht wirklich das ist jetzt nicht zu früh gewesen, weil es noch einen Blubber gehabt. Es ist jetzt nicht wirklich etwas, was ich gefunden habe. Das ist jetzt so matchentscheidend für das Spiel selber. So. Macht jetzt aber gleich auch noch einen Baum an. So, genug haben wir ja. Das Eichhörnchen holen wir natürlich auch. Jetzt kommen wir endlich durch. Hat aber auch nur ein Eichhörnchen. Jetzt sind es 3 gewesen. Vielleicht schaffe ich gleich nur die 10 Fälle. So, das ist jetzt so ein bisschen labyrinthmässig. Da ist der Friedhof rechter Seite. Da ist gerade das Eichhörnchen gekommen. Jetzt looten wir natürlich das Zeug durch. Wie es sich gehört. Da ist schon mal nichts gesehen. Dann ziehen wir sie da hin. Dort hat es noch mehr gezählt. Jetzt doch einmal alles. Sehr gut. So, und da ist noch in das Zeltlager. Das war ein kleines Pfadfindercamp. Aber da ist logisch ist alles tot. Und so mäßig hat es. Zumindest das letzte Mal da war, bin ich jetzt nicht wirklich spektakulär. Rezept, ein Heilsaft. Ich glaube, der ist aber auch nur zum Detox machen. Also schauen wir nachher noch schnell an, wenn wir zurück sind, die ganzen Rezepte, das da gegeben hat. Vielleicht ist noch irgendetwas, was sich lohnt zum Herstellen. Ah cool, da hat es sogar noch eine fertig vorbereitete Farm. So, und da ist jetzt nochmal ein bisschen Blubber. Der haltet uns auch davon ab, dass wir da ganz zum Friedhof kommen. Ich tue noch speichern, für den Fall, dass es so blöd bin und da irgendwo hinlaufe. Ich habe 3 Samen, die werden jetzt natürlich auch gerade voll pflanzen. Schaffe ich das da? Ja. So, setzen wir gerade. Nicht, dass ich da mal näher muss und mich noch zu top blubbern. So. Und das ist dann eigentlich noch der letzte Blubber, den es gibt, den man muss ausrotten muss. Nein, beim Häuschen hinten, bei der Gruft, dort hat es dann auch noch Blubber. Und wenn man das alles gemacht hat, dann ja, ist das Ziel erreicht, wenn man sich das Blubber als Ziel setzt. Okay, das wird jetzt noch ein bisschen gehen. Ich will jetzt nicht mehr lange in dieser Folge zum dort durchbrechen und reinzugehen. Vielleicht mache ich dann gleich noch so eine Abschlussfolge inklusive Friedhof. So, Eichhörnchen dort oben ist natürlich in Sicherheit, da können wir nicht machen. Ja, und das außerdurch, das lasse ich jetzt mal sein. Dort gibt es ja nicht keine neuen Zutritte, da geht es auch wirklich einfach nur darum, den Blubber wegzumachen. Ich sehe, ich habe Durst. Also gehen wir zurück in die Basis, dann wird dort mal getrunken, gegessen, dann schauen wir noch das Rezept durch, ob es dort noch irgendetwas hat, und ich mir jetzt ein antun möchte. Was haben wir da? Wieso ist das Huhn rot? Ah, das hat es tatsächlich gerade. Das sind zu viele Ratten. Ich mache da 2 weg. Die fressen mich dumm und dämlich. Haben wir da 2 grosse Ratten, die werden jetzt geschlachtet.
das hat zu uns eingeleitet. Zum einen gibt es ein Küken, das kennen wir ja schon aus der Natur, nicht wirklich weltbewegend. Da gehen wir mit. So. Okay. Und jetzt habe ich eigentlich wirklich wieder mega viel Frassereien. Nur schon eigentlich, also ich finde es lohnt sich echt nicht den Aufwand zu treiben mit dieser ganzen Farm. Aber das wird vielleicht auch irgendwann noch ein bisschen Balance. So, jetzt tun wir dich zuerst mal auffuttern. Dann müsste ich eigentlich auch schon wieder Tierfutter herstellen, aber im Moment fehlt mir einfach die nötigen Zutaten. Da mag die Farm nicht noch. Das einordnen. 2 Feldzähne brauche ich, das wird noch nichts werden. Sicher zumindest genug, um dort etwas zu erstellen. Das wird langsam echt unübersichtlich. Ja, also es ist jetzt wirklich extrem Micromanagement-lastig mittlerweile. Da haben wir etwas da rein. Und Rattenhüte, ja. Brauche nicht mal etwas, kann ich gerade so durchziehen. Einmal tote Ratte. Könnte ich denn die jetzt schon kochen? Tote Ratte. Nein, gehütete Ratte, die muss ich noch hüten. Okay. Also das ist erstmal schlachten. Dann wird gehütet. Gut ist. Rezeptmäßig, ich meine, das sind jetzt einfach noch verschiedene Gefutter, die man da könnte machen. Pigus Limus, das ist wahrscheinlich Schwein. Totes Rattus, keine Ahnung, was das ist. Ratte kennen wir, Huhn ist klar. Das auch, Schinken wie das Schwein gemacht, Schwein schlachten, Schwein herstellen, Eingeweide. Kennen wir soweit alles. Das ist nichts wirklich Spektakuläres. So, dann ist das Ding auch versorgt. Okay, das war mal das Futter. Jetzt schauen wir mal schnell die Alchemielabor, was wir da sehen. Das Problem ist, wir wissen einfach nicht, was es bringt. Chemische sagen, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie ich dort wiederbeleben mag. Konzentrierter Kaffee. Das macht wach. Detoxinator ist soweit auch klar. Ah, da braucht man Heilsaft. Der ist jetzt neu. Machen wir das Pilz. Okay, Pilz. Okay, das ist noch praktisch, oder? Wenn man Thymian hat, könnte man so noch machen. Blumenstrauch zu kennen, Pius, sozusagen. Keine Ahnung, da muss ich... Okay, das könnte ich jetzt noch ausprobieren, aber ich sehe jetzt echt nicht Sinn und Zweck, warum das noch so komische Züchtungen machen soll.
Ansonsten haben wir da kein zusätzliches Rezept mehr. Oh, übersichtlich. Okay, also. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt mal so sein. Vielleicht habe ich dann noch Muse und tue dann noch ein bisschen durch, mich sozusagen ein bisschen durchklicken, ein bisschen durch machen. Einfach so weit, bis unten Bäume durchbrochen sind und ich euch den Friedhof noch zeigen kann. Wie gesagt, er ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär. So, das sagen wir so, wie es passen. Aber ich denke, wenn es neue Update, neue Sachen gibt, dann mache ich wieder neue Folgen. Sofern es irgendetwas Interessantes ist, dann lohnt sich das auch wieder für euch, um dort reinschauen. Und dann zur Not kann man auch dann noch den Friedhof nachmachen, weil ich denke, dass dort wirklich etwas sich weltbewegt verändern tut. Ja, in dem Sinn tue ich mich für den Moment verabschieden von Green Project und danke fürs Zuschauen und bis zum entweder nächsten Project, wo nicht unbedingt muss green sein oder da, wenn es ein Update hat. Bis dann. Tschüss.